verehrte Fernsehzuschauer, willkommen in Zagreb, in Agram, wie man das früher deutsch sagte, die Hauptstadt von unabhängigen Kroatien, dominiert vom Hrvatski narodno kazalište, das kroatische Nationaltheater hinter uns. Und schon sind wir in Österreich, Helmut Fellner, die berühmten Theaterarchitekten, an die 60 Theater in der österreichischen Monarchie haben die gebaut. Es gibt Ähnliches in Wiesbaden und in Zürich. Schaut, wie Sie sehen, wirklich prachtvoll aus. 1895 eröffnet von Kaiser Franz Josef. Der war da. Ich muss jetzt schon sagen, dass das Erdbeben, welches hier vor 2 Jahren gewütet hat, 5,4 in der Richterskala, es wurde sehr viel zerstört und sehr viel ist noch in Wiederaufbau. Wir zeigen Ihnen das im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich hoffe, Sie haben die Geduld, eine halbe Stunde mit mir zusammen diese Stadt ein bisschen anzusehen. Frau Direktor Rassif Socho, diese Prunk schon in diesem ganzen Haus, das ist schon absolut einmalig. Und es ist wahrscheinlich das schönste Opernhaus in dieser ganzen Region. Schon, ja, ja. Sie sind Direktorin für Oper und für Ballett. Auch Schauspiel. Aha, Ja. gut. Ich habe gelesen, und das ist so erstaunlich, dass es sehr viele kroatische Opernkomponisten gibt. Schon. Wir spielen noch immer Ero der Schelm, Ja. in jeder Spielzeit. Und es gibt wirklich viel Interesse für diese Oper, in alle Generationen vom Ja. Publikum, wirklich. Und die erste Oper, Erste kroatische Oper ist von Vatroslav Lisinski. ja, Lisinski. Ljubav iz Loba heißt das in Kroatisch. Oder Nikola Šubić-Zrinski zum Beispiel von Zeitz. Das ist auch sehr berühmt, aber schon. Ja. Frau Direktor, wie viele Plätze haben Sie in dem Haus? Komplett? Fast 700. Also wenn man dieses Haus sieht, glaubt man, da haben Sie 1600 Ja. Plätze. Ja. Aber leider nicht. Nein, die Leider Helmut nicht, Fellner waren alle nicht groß, wie alle Opernhäuser damals nicht so groß Ja, waren. stimmt. Frau Direktor, was haben Sie vor? Ja, wir haben eigentlich einen neuen Chefdirigent, Pier Giorgio Morandi. Mit ihm, wir würden gerne unsere Oper im europäischen Raum mehr bekannt werden. Ich kenne Morandi sehr gut, ein fantastischer Mann, ein Ja, sehr ich stimme bescheidener zu. Stimme zu, ja. Mensch ohne Allüren. Ja. Aber Morandi sehen wir noch heute nach der Vorstellung. Ja, wir werden ihn sehen. Frau Direktor, danke schön. Dankeschön, danke Ihnen. Verdis Nabucco, junges Publikum, mehr Frauen als Männer und wirklich voll. Gut ist das Orchester, sehr gut sogar, sehr differenziert, sehr guter Chor. Der Sänger des Nabucco, eine schöne, angenehme, nicht sehr große italienische Verdi-Stimme, singt sehr rein, zum Unterschied zu allen anderen. Maestro Morandi, lei è conosciuto più o meno in tutto il mondo, nei grandi teatri. Morandi è direttore musicale
da questo teatro. Sì. Se oggi parla uno dell'opera di Zagreb, dicono Alie Morandi. Esatto. Specialmente la dinamica nell'orchestra è veramente molto rispettosa, molto. E anche il coro ho trovato. Sì, no, abbiamo lavorato molto su questo, soprattutto con l'orchestra per la qualità del suono, entrare nella testa soprattutto, Sì, fargli capire che quando è forte il suono deve essere bello. sì. Non esiste il forte buttando lì i suoni. Bisogna fare in modo che la voce sia sempre presente, perché non voglio che ci sia qui l'orchestra e lì il palcoscenico. Deve essere un tutt'uno. Maestro Morandi, ti ringrazio molto. Grazie ancora. Grazie Morandi. Also das gibt es wirklich nirgends in der Welt. Ein langer Gang verbindet das Nationaltheater mit dem Ballett. Sie tanzen natürlich auch auf der Bühne, aber die Übungsräume, also die Ballettabteilung mit allem, was dazugehört, ist extra unterirdisch und nur unterirdisch erreichbar. Man staunt und bewundert es. November, Tag des Balletts. Glück muss man haben. Eintritt ist gratis und so bekommt man Lust auf Ballett. Kinder, Erwachsene, wer auch immer. Michaela Dewald ist die höchste Ballettdirektorin, Chefchoreografin. Und das Ballett hat hier eine ganz große Wichtigkeit und eine ganz große Vergangenheit. Michaela, how many members has the ballet from this house today? In Croatian National Theatre we have 67 members. 67. We are big enough to have very solid repertoire, which includes classical ballets, contemporary ballets. And how many performances? Yes, circa 80, but I'm not sure. Also you have more ballet performances as opera. Noch einmal, Prosa, Ballett, Oper. Well, when it's time of Nutcracker, then it's ballet and the rest. Michaela, about 40, 45, it's finished with dancing. Do they receive some pension or something? Yes, they receive pension at age of 45, let's say. At 45? 45, yeah. This in Vienna, in Austria, don't exist. Yeah. No. It's different system, I suppose, but It's a what better we can- system here. I think it Ja. is. Was ich versucht habe an der Staatsoper in Österreich, dass man die Tänzer eine Frühpension, aber eine Vollpension mit 45 gibt, gibt es nicht bei uns. Also das ist etwas. Michaela, thank you very much. Thank you. Let's go. So. Verehrte Fernsehzuschauer, ich möchte mich hier am Brunnen des Lebens von Ihnen verabschieden. Am Brunnen des Lebens bei dieser Skulptur von dem kroatischen Bildhauer Mestrovic. Diese Skulptur war zuerst in der Sezession in Wien, kam hierher, so wie sie ist, nackte. Und damit es ein bisschen geschützt ist, hat man gebaut diese Rotunde. Die Nackten sind irgendwie bedeckt. Vis-à-vis vom Nationaltheater vielleicht doch das wichtigste künstlerische Gebäude in Zagreb, möchte ich mich bei Ihnen verabschieden und Ihnen wünschen, dass wir aus dem Brunnen des Lebens noch viel Freude, viel Kunst, viel Kultur gemeinsam schöpfen.